Ich liebe den Winter in Kalifornien. Vor 7 Minuten war es High Tide mit fast 6 Fuß, extrem hoch. Und ihr seht, die Wellen bretschen mehr oder weniger direkt an den Strand. Dann braucht es halt auch ein bisschen Geduld. Zeit für vielleicht die Wohnung zu staubsaugern. Und in 2 Stunden, nehme ich an, ist die Flut so weit zurück, dass man wieder surfen kann. Geduld braucht es im Moment auch bezüglich Doc-Film über die GP Challenge 2020. Wieso? Das verrate ich euch heute. Ciao zusammen. René hier, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ihr seht, ganz im Abenteuerthema gerecht, habe ich auch wieder meinen passenden Sandokan-Look aufgesetzt. Schon den ganzen November bin ich am Katalogisieren und Anschauen von meinen Rohaufnahmen. Ich habe mich hier durch Sage und Schreiben über 96 Stunden Filmmaterial durchgekämpft. Ich kennzeichne zum Beispiel jeden brauchbaren Clip mit sogenannten Schlüsselwörtern oder englisch Keywords. Anders gesagt, ich mache verschiedene Kübel und gehe dann die Clips in die passenden Schachteln. Das hilft mir dann beim effektiven Film zusammenschneiden, um gewünschte Sequenzen schnell zu finden. Wie bei einem Maler, der vor dem Bild malen eine bestimmte Auswahl an Farben vor sich herstellt. Zum Beispiel habe ich ein Kübel gemacht über alle Teilnehmer. Wenn ich jetzt zum Beispiel Aufnahmen suche vom Fiore, kann ich ins Kübel Teilnehmer gehen, auf Fiore klicken und dann tut es mir hier alle Clips auflisten, wo der Fiore drin vorkommt. Das Gleiche kann ich natürlich machen mit zum Beispiel Giovanni. Aber ich habe nicht nur nach Teilnehmern organisiert, sondern ich kann zum Beispiel auch nach Segelgeschwindigkeiten suchen. Also ich kann hier alle Clips suchen, wo sie tiefig unterwegs waren. Ich kann aber auch die suchen, wo sie ziemlich langsam unterwegs waren. Ich habe dem Kübel langweiliges Segeln gesagt. Und ich habe nach Teams gesucht zum Beispiel. Also ich habe alle Aufnahmen, die vom Begleitboot sind passiert. Oder ich habe die Landcrew Clips holen, aber auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel nach Brennweiten. Also wenn ich irgendein Close-Up suche, dann sind die hier drin. Wenn ich zum Beispiel Unterwasseraufnahmen suche, dann habe ich die alle hier abgelegt. Also ihr seht, das ist querbeet, habe ich das ein bisschen organisiert. Natürlich auch nach Kameras, DJI, das war Drohne. Ich habe meine Hauptkamera, die Sony ist hier, ich habe verschiedenste GoPros drauf. So habe ich das auch noch organisiert. Und was kann ich noch Spannendes zeigen? Auch nach Emotionen zum Beispiel. Wenn die Emotionen besonders hoch geflogen sind, dann habe ich auch da, kann ich das auf einen Knopfdruck holen. Dann ist es auch wichtig, dass ich alle Aufnahmen einfach mal anschaue. Das gibt mir ein gutes Gespür, von welchen Schlüsselmomenten ich speziell gute Aufnahmen habe. Auf denen baue ich dann auf. Das Fazit von heute: Wenn ich etwas Neues anfange, ist es meistens besser, wenn ich zuerst ein bisschen mit Geduld und Disziplin die nötigen Vorbereitungen treffe. Einfach mal drauf loszuschädern, scheint am Anfang zwar der schneller Weg zu sein, aber über alles gesehen bin ich noch immer weitergekommen, mit ein bisschen mehr Anlauf zu nehmen. Die Snowboarder unter euch können das sicher gut nachvollziehen. Also, das war es schon wieder für heute. Ich wollte euch nur schnell ein Update geben, das den Film steckt. Bis zum nächsten Mal. Die Scheibe vom Strand.